Um unser Portfolio jetzt aufzuzeigen, da brauche ich die Stunden. Wir machen noch viel mehr als Boden, Decke und Wand. Ein Teil ist zum Beispiel der Geschäftsbereich Objektdesign und den schauen wir uns heute mit dem Thomas an. Hallo Thomas. Hallo Josef. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst. Gern. Du kehrst ja zum Geschäftsbereich Objektdesign. Was kann man da so drunter verstehen? Objektdesign, das sind die Schreiner beim Lindner. Wir arbeiten mit sehr vielen anderen Materialien auch noch. Ich zeig's dir mal, komm mit. Wir sind jetzt halt bei uns in Ansdorf im Hauptquartier im Ostflügel. Das ist so diese Spielwiese, die wir aufgebaut haben. Haben ganz oft Architekten da, sagen wir, was Objektdesign so kann. Da siehst du Lamellenwandverkleidung. Da ist eine Wandverkleidung, klopfen wir dagegen. Eigentlich schaut es aus wie Holz. Hört sich aber nicht nach Holz an. Das ist eine Gipsfaserplatte, die ist furniert und durch das ist die nicht brennbar, darf man überall verbauen. Wir bauen auch Kreuzfahrtschiffe aus. Das ist ein Muster von einem Kreuzfahrtschiff, das vor kurzem erst die Reederei verlassen hat. Also ab sofort Gäste auch mit drauf sind. Wir haben Passelemente, so Raum-in-Raum-Systeme, sieht man dann da drüben. Das Hauptziel ist eigentlich das, dass der Architekt zu uns kommt und sagt, so soll es ausschauen, mach das einmal bitte. Wie lange machst du das jetzt schon im Geschäftsbereich Objektdesign? Also ich bin seit 15 Jahren bei der Firma Lindner, war davor schon immer wieder mal, ich habe Ferien gearbeitet da, bin mit 2 Jahren bei der Firma gelaufen durch meinen Vater, der über 50 Jahre beim Lindner war und immer noch ist. Hast du irgendeine spannende Anekdote zum Erzählen? Wir haben zum Beispiel für eine ganz große Bank in Deutschland haben wir einen Vorstandsbereich ausgebaut. Die haben als Wartebereich ein perforiertes Leder als Wandverkleidung gehabt. Was wir nicht gewusst haben, ist, dass bei diesem perforierten Leder durch die Löcher die Haare auf einmal durchkommen. Zum Schluss sind wir da gestanden, 5, 6 Leute mit Rasierklingen, mit Pinzetten und haben die Haare da entfernt. So was macht man halt, glaube ich, auch nicht jeden Tag. Dann sage ich danke für deine Zeit, danke, dass du uns das da erklärt hast und sehr gerne. ja.